Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Heute im Burgenlexikon Z wie Zollburgen, Burgen am Fluss, Burgen am Geld. Burgen waren nicht nur militärische Stützpunkte oder adlige Wohnsitze. Viele von ihnen erfüllten eine ganz praktische Aufgabe. Sie kontrollierten den Handel und kassierten Zölle. Neben den bekannten Klausen- und Sperrburgen an Berg- und Alpenpässen, die wir bereits im Burgenlexikon unter K wie Klausen kennengelernt haben, gab es auch Burgen, die gezielt an Flüssen errichtet wurden. Dort, wo der Warenverkehr besonders dicht und kaum ausweichbar war. Flüsse, Pässe und Handelsstraßen waren die Lebensadern des Mittelalters. Wer sie beherrschte, kontrollierte den Warenverkehr und damit Macht und Einfluss und Einnahmen. In diesem Teil des Burgenlexikons geht es deshalb um Zollburgen. Bauwerke, die weniger dem Schutz eines Landes dienten, sondern vor allem der Kontrolle von Verkehr, Handel und dem Geldfluss des Mittelalters. Was sind Zollburgen? Zollburgen waren befestigte Anlagen, deren Hauptaufgabe nicht das Wohnen oder die reine Verteidigung war, sondern die Kontrolle von Handel und Verkehr. Ihr Zweck bestand darin, Zölle, Abgaben und Durchfahrtsgebühren einzutreiben und so dauerhaft Macht und Einnahmen zu sichern. Damit waren sie vor allem wirtschaftliche und politische Instrumente. Zollerhebung ist älter als viele bekannte Burgen. Schon im Frühmittelalter existierten Zollstellen an Flüssen, Brücken und Handelswegen. Die eigentlichen Zollburgen entstanden jedoch vor allem ab dem 11. und 12. Jahrhundert, als der Fernhandel zunahm und sich landesherrliche Strukturen festigten. In dieser Zeit wurden Zollstellen zunehmend dauerhaft befestigt. Hier sehen wir die Klause und Zollkontrolle bzw. Zollburg Finstermünz in Österreich. Zollburgen lagen gezielt an Orten ohne Ausweichmöglichkeiten, an engen Flussstellen, Brücken, Furten oder Pässen. Besonders dicht war ihr Netz entlang der großen Handelsrouten wie Rhein, Donau oder Mosel. Mit Hilfe von Sperrketten, Toren und bewaffneten Besatzungen wurde der Verkehr kontrolliert. Wer passieren wollte, musste zahlen. Häufig lag die Burg erhöht, während sich die eigentliche Zollstelle direkt am Verkehrsweg befand. Hier sehen wir eine historische Zeichnung, dem Stich von Merian, nachempfunden. Links oben die Burg Ehrenfels, am Rhein natürlich. Dann das Zollhaus, das ist heute leider überhaupt nicht mehr vorhanden, da ist nichts mehr zu sehen. Dann gegenüber Bingen, auf der anderen Seite wäre Rüdesheim mit der Burg Klopp, hier Bingen mit der Burg Klopp natürlich, ja. Und der Mäuseturm. Zwischen Mäuseturm und Zollhaus verlief eine Kette, die den Fluss sperrte. Viele Zollburgen erfüllten zusätzlich Verwaltungs- und Militärfunktionen. Andere dienten fast ausschließlich der Zollerhebung. Es gab sowohl große Burgen als auch einfache Zolltürme. Beispiele wie Pfalzgrafenstein oder der Mäuseturm bei Bingen zeigen, wie konsequent diese Anlagen auf wirtschaftliche Kontrolle ausgelegt waren. Zollburgen verdeutlichen damit bis heute die enge Verbindung von Geografie, Macht, Geld im Mittelalter. Wo findet man Zollburgen besonders häufig? Zollburgen findet man besonders häufig an Flüssen, denn der Flusshandel war im Mittelalter deutlich günstiger und effizienter als der Transport über Land. Große Warenmengen ließen sich per Schiff bewegen und genau das machte die Wasserwege für Herrscher und Städte wirtschaftlich hochinteressant. Anders als auf Landstraßen konnten Schiffe Flüsse kaum umgehen. Engstellen, Felsdurchbrüche oder enge Flussbiegungen zwangen sie zum Verlangsamen oder Anhalten. Ideale Orte, um Zölle zu erheben. Wer hier kontrollierte, kontrollierte den Handel. Typisch für solche Zollstellen sind auch Hafenburgen oder Inselburgen, Kombinationen aus Burg und Zollhaus oder Anlagen mit schweren Ketten, die quer über den Fluss gespannt wurden.
Häufig ergänzen Treidelwege oder Zollstationen an Land diese Systeme. Ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aus Geografie, Technik und Macht. Hier nochmal der heutige Blick auf das sogenannte Binger Loch. Hier sehen wir natürlich den Mäuseturm und rechts oben die Burg Ehrenfels. Im Prinzip die Zollstation war da, wo das Schiff vorbeifährt. Hier sehen wir links eine Karte des Mittelrheintals und die Farben markieren jeweils einen Landesherren. Rechts aufgelistet wie Erzbistum Trier, Erzbistum Mainz, dann das Kurfürstentum Pfalz, Landgrafschaft Hessen und so weiter. Und jeder verlangte Zoll am Rhein. Also bis von Wiesbaden könnte man sagen, oder von Mainz, bis nach Köln im Prinzip musste man ganz schön häufig Zoll zahlen. Beispiele von Zollburgen. Die wohl bekannteste Zollburg Deutschlands. Der Pfalzgrafenstein im Rhein bei Kaub. Mit der Zollstation in Kaub und der Burg Gutenfels. Geschichte der Burg Pfalzgrafenstein. Die Burg Pfalzgrafenstein entstand aus dem Bestreben der rheinischen Pfalzgrafen, die lukrativen Zollrechte bei Kaub dauerhaft zu sichern. Zwischen 1277 und 1291 erwarb Pfalzgraf Ludwig II. Aus dem Hause Wittelsbach den Besitz von Kaub einschließlich der Zollrechte. Damit wurde der Grundstein für eine eigenständige pfalzgräfliche Zollpolitik am Mittelrhein gelegt. Hier ein Blick auf Kaub und die damalige Burg Gutenfels. Hier steht das pfalzgräfliche Zollhaus wie eine kleine Burg direkt unterhalb der Burg Gutenfels in der Stadt Kaub. Und so präsentiert sich die Burg Gutenfels heute nach der romantisierenden Ausbau zum Hotel im 19. Jahrhundert. Als eigentlicher Bauherr der Inselburg gilt Kaiser Ludwig der Bayer. Trotz des Widerstandes der rheinischen Erzbischöfe und eines päpstlichen Bannspruchs ließ er 1326 bis 27 auf einem Felsriff mitten im Rhein einen festen Zollturm errichten. Die Lage außerhalb fremden Territoriums machte die Zollerhebung besonders effektiv und unabhängig. Bereits 1337 bis 1339 wurde der Turm zu einer befestigten Zollburg ausgebaut. Pfalzgrafenstein entwickelte sich zu einer zentralen Zollstelle am Mittelrhein, an der der Schiffsverkehr kaum ausweichen konnte. Die Anlage diente ausschließlich der Kontrolle des Rheins und war kein Wohnsitz im eigentlichen Sinne. Hier sehen wir ein etwas älteres Gemälde des Pfalzgrafensteins mit Kaub, dem Rhein natürlich, und oben rechts der Burg Gutenfels. Nach dem Ende des Alten Reiches verlor die Burg ihre Zollfunktion. 1803 bis 1866 gehörte sie zum Herzogtum Nassau, danach zu Preußen, das den Rheinzoll einstellte. Bekannt wurde Pfalzgrafenstein noch einmal durch den Rheinübergang Blüchers 1813-14, wie hier rechts auf dem Bild dargestellt. Baugeschichte und Baubeschreibung. Den ältesten Baubestand bildet der fünfeckige Zollturm von 1326-27, der frei im Zentrum der Anlage steht. Mit seiner Spitze ist er bewusst gegen die Strömung des Rheins ausgerichtet. Der Turm besitzt 6 Geschosse und war ursprünglich nur über einen hochgelegenen Eingang erreichbar. 1714 erhielt er seine barocke Haube mit Laterne. Hier sehen wir den Grundriss des Turmes, jetzt noch ohne Ringmauer. In den Jahren 1338-39 wurde der Turm von einer 6-eckigen Ringmauer umgeben, die fast die gesamte Insel einnimmt. Sie war mit Wehrgang, Schießnischen und einem gesicherten Zugang ausgestattet. Die Anlage war klar auf militärische Kontrolle und Zollerhebung ausgelegt und nicht auf repräsentatives Wohnen. Hier sehen wir nun die ergänzte Ringmauer, die um den ganzen Turm herum bzw. auf der Insel installiert wurde. Eine entscheidende Erweiterung erfolgte 1605 bis 1607 unter Kurfürst Friedrich IV. Von der Pfalz. Die stromseitige Südspitze wurde durch eine massive, spitz zulaufende Artilleriebastion verstärkt, um Eisgang und Beschussabstand zu halten. Dadurch erhielt die Burg ihre charakteristische schiffartige Form.
Weitere Modernisierungen erfolgten im 17. Jahrhundert, darunter Schießscharten für Feuerwaffen, Erker und hölzerne Ausflughäuschen, Burgen. Die Anlage ist bis heute vollständig erhalten. Sanierungen im 20. und 21. Jahrhundert, insbesondere 1970 bis 74 und 2005, sowie die Wiederherstellung der historischen rot-weißen Farbfassung 1972 sichern den heutigen Eindruck dieser einzigartigen Zollburg. Hier sehen wir nun die letzte Ausbaustufe mit diesen umlaufenden Wehrgängen. Links rot markiert die Bastion und rechts rot markiert die Mannschaftsräume. Und schließlich diese charakteristischen Ausflughäuschen, die sogenannten Hurden. Hier sehen wir nun den heutigen Zustand des Pfalzgrafensteins. Und jetzt schauen wir uns ein Burgdetail mal genauer an. Vielleicht habt ihr den Pfalzgrafenstein schon einmal besucht und vielleicht auch genauer die Fenster des Pfalzgrafensteins angeschaut. Dann würdet ihr diese Ringe oberhalb der Fenster entdecken. Rechts habe ich das mal rekonstruiert. Es waren sozusagen Fensterläden, die nach oben klappbar waren. Und hier nochmal ein Blick in das Innere des Pfalzgrafensteins mit der Bastion, einer Kochstelle und rechts natürlich die Schreibstube. Burg Dauchstein, die Zollburg am Neckar. Geschichte. Die Burg Dauchstein bei Binau im Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg gilt als eine der ältesten Zollburgen am oberen Neckar. Sie soll um 1030 zur Kontrolle der Neckarschifffahrt und zur Erhebung von Wegzöllen errichtet worden sein. Der Name wird oft mit der mit einer Flusskette verbundenen Praxis erklärt. Schiffe mussten Zoll zahlen, bevor die gedaute, gesenkte Kette den Durchlass freigab. Einer anderen Deutung zufolge leitet sich der Name nicht von einer Kette, sondern vom ortstypischen Tuffstein ab. Sicherlich urkundlich belegt ist die Burg erst ab dem 14. Jahrhundert. Ein 2004 entdeckter Holzrest vom Wohnturm wurde dendrochronologisch auf den Winter 1334-35 datiert. Dies spricht dafür, dass der mächtige Wohn- und Wehrturm um diese Zeit neu errichtet wurde, möglicherweise auf Befehl der pfalzgräflichen Landesherren. Bereits damals residierte ein Mistral-Geschlecht, das sich nach dem Ort von Bienheim nannte. Später wechselte Dauchstein mehrfach den Besitzer. Ende des 14. Jahrhunderts erlosch der Bienheimer männliche Stamm, die Burg kam an die Helmstadt und später an Dieter von Bödigheim. Im 16. Jahrhundert verheiratete sich die Bödigheim-Erbinnen mit dem Landschat von Steinach, die inzwischen das neu erbaute Schloss in Binau als Wohnsitz nutzten. Dadurch verlor die Burg Dauchstein endgültig ihren Status als Wohnsitz des Ortsadels. Hier sehen wir auf einer älteren Zeichnung die Burg Dauchstein links oben als Ruine und unten fließt der Neckar vorbei. Seit dem Bau des Schlosses verfiel die Anlage. Im 17. Jahrhundert wurde sie noch als Gefängnis genutzt, doch bis Ende des 18. Jahrhunderts war sie zunehmend ruinös. Besitzerwechsel folgten bis ins 19. Jahrhundert. Seit 1999 gehört die Burg einer privaten Burgensammlerin. Im Januar 2025 wurde sie von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum Denkmal des Monats gekürt. Baugeschichte. Die Burg Dauchstein liegt auf einer Kalktuff-Felsplatte über dem Neckartal, gut erkennbar von der Bundesstraße. Die Höhenburg vermutlich im 11. oder frühen 12. Jahrhundert angelegt, möglicherweise ursprünglich als einfache Turmburg auf dem steilen Kalkfelsen, gesichert durch natürliche Steilabbrüche und einen äußeren Graben. Der dominante Rest der Anlage ist der ehemalige Wohnturm. Er misst etwa 6 x 6 Meter und ist rund 20 Meter hoch. Obwohl er oft als Bergfried bezeichnet wird, handelt es sich tatsächlich um einen Wohnturm, dessen Etagen durch enge Treppengänge in der Außenmauer verbunden sind. Kein typisches freistehendes Treppenturmsystem. Eine Besonderheit ist der innenliegende Abbord mit Abflussröhre nach außen. Links sehen wir den Wohnturm im Schnitt mit den einzelnen Geschossen und rechts der ruinöse Wohnturm bzw. die Burg Dauchstein etwa um 1900. Der um 1335 errichtete Wohnturm war von weiteren Baustrukturen umgeben. Eine rechteckige Ringmauer umschloss den inneren Bereich, im Norden lag der Wohnbereich mit Palas, dessen Fundamente und Mauerreste heute noch erkennbar sind.
Der Palast verfügte über ein romanisches Doppelfenster und im Inneren befand sich eine Zisterne. Eine gotische Torhalle an der Westseite war über einen ehemaligen Burggraben errichtet und ist ebenfalls heute noch teilweise erhalten. Mit der Auflassung als Adelsresidenz verfielen die Gebäude. Der Palast wurde später abgetragen. Teile der Schildmauer sind nur noch in Resten sichtbar. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Wohnturm renoviert und um eine zusätzliche Etage erweitert. Grabungen im Innenraum brachten zahlreiche historische Fundstücke zutage, die heute im Landesbesitz sind. Hier sehen wir die Burgruine Dauchstein von außen, links markant der Wohnturm und rechts auch nochmal und in der Mitte die Reste des Palasts gegen das Neckartal. Und hier ein seltener Einblick in das Innere des Wohnturms. Burg Ehrenfels und der Mäuseturm. Burg Ehrenfels wurde 1211/1212 durch den Mainzer Erzbischof Siegfried II. Von Eppstein als Zollburg am Rhein errichtet. Zusammen mit dem Mäuseturm im Rhein und der gegenüberliegenden Burg Klopp in Bingen kontrollierten sie eine der wichtigsten Engstellen des Mittelrheins. Der Rheinzoll war eine zentrale Einnahmequelle des Erzstifts Mainz. Schiffe wurden hier angehalten, bis der Zoll entrichtet war. Die Anlage blieb bis ins späte Mittelalter in Nutzung. Der Mäuseturm diente als stromnaher Kontroll- und Signalturm und war vermutlich Teil einer Rheinsperre mit Kette. Burg Ehrenfels selbst war eine hochmittelalterliche Wehranlage mit Ringmauer, Schildmauer und Palas. 1689 wurde sie im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut, während der Mäuseturm erhalten blieb und später erneuert wurde. Hier sehen wir nochmal das historische Bild nach mehreren Jahren. Links die Burg Ehrenfels, dann das Zollhaus, das ja heute verschwunden ist. Rechts Bingen mit der Burg Klopp und im Rhein steht der Mäuseturm. Und hier ein aktueller Blick auf das sogenannte Binger Loch mit links dem Mäuseturm und rechts oben der Burg Ehrenfels und etwa auf der Höhe des Schiffes, da war das Zollhaus. Hier sehen wir links die historische Zeichnung des Mäuseturms und rechts der Plan zum Wiederaufbau bzw. zum romantisierten Aufbau des Mäuseturms. Abschließend sei noch angemerkt, natürlich gab es zahlreiche weitere Burgen, die nachweislich als Zollburgen dienten, darunter Rheinstein, Linz am Rhein, Stahleck oder Katz und Maus am Mittelrhein sowie Werfenstein mit Wörth, Hausstein und Langenstein an der Donau in Österreich. Auf welchen belegten Zollburgen wart ihr schon? Schlussgedanken. Zollburgen erzählen keine Ritterromantik, sondern knallharte Wirtschaftsgeschichte. Sie entstanden dort, wo niemand ausweichen konnte, an Flüssen, Engpässen und Handelsadern. Wer hier vorbeikam, zahlte. Und wenn du das nächste Mal an einer Burg am Fluss stehst, dann denk daran. Zollburgen waren keine Märchenburgen, sondern mittelalterliche Finanzämter mit Mauern und Türmen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.